Ein weiteres Mal stehen wir da. Ein weiteres Mal. Herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Link's Awakening. Zum letzten Mal. Wir werden es sehen. Aber zuerst. Da muss ich vergesse immer das Pulver ausfrischen. Alles andere easy, aber das Pulver vergesse ich irgendwie. Nein, herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Link's Awakening. Hoffentlich klappt es beim dritten Mal. Ja, das Pulver habe ich dabei. Okay. Da, zack. Bevor er anfängt zu springen, zack. Gerade schon bitte euch perfekt. Wer ist nachher gekommen? Der Schwerttyp. Oder? Also der Schwert, der Dennis. Ja, der. Komm jetzt. Gut, jetzt wird er auch 1, 2 Mal der andere machen. Nein! Oh, er ist gedückt. Komm jetzt. Fuck. Wir wissen nie, wenn er was. Ja, etwa jetzt wieder nicht. Ah Mann, das ist so fies. Jawoll. Jawoll. Noch einer, komm. Bin gerade rot, komm. Ja! Jetzt. Welche Form willst du? Ah, da. Zack. Da habe ich es schon besser im Griff gehabt. So. Wie gesagt, einfach mal blind. Okay, jetzt nächste Form. Komm, komm, komm! Gib mir's. Sorry. Ich bin eigentlich nicht der Böse. Ich bin echt der Lieb. Ich sollte nicht so böse lachen. Komm jetzt. Jawohl, noch einen. Und jetzt schmeißt den Zauberstab und... Ja! Immerhin, eine stüpft. Aber zu welchem Preis? Wird so viel Schaden genommen? Komm jetzt! Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Und... Ausweichen. Und... Zweimal reingestapelt und nachher, jawohl, so weit sind wir noch nie gewesen. Meine Herren sind da so excited wie ich. Oh verdammt, ich sollte vielleicht noch mein Dings, der hat letztes Mal geklappt. Als einziges, ich weiß nicht, was es noch klappen wird, aber der hat geklappt, jawohl. Mit dem kann ich recht spontan noch reinhauen, der braucht nicht viel, jawohl. Ja, seht ihr, wie nicht der kommt, aber jedes Mal töpfe ich ihn noch, ja, noch einen, jawohl, komm jetzt. Sorry zusammen, ich bin gerade viel zu excited. Aber den Bosskampfmusik habt ihr beim letzten Mal schon genug gehört. Jetzt geht's los. Schau, wie wir mit dem mehr machen. Ja, wenn ich brechen würde. Am Anfang ist er noch ganz langsam unterwegs. Weißt du was? Am Anfang ist er noch so langsam unterwegs. Dem Scheiß kann man ausweichen. Ja, aber nicht, wenn man... Das ist von mir so etwas von dämlich gewesen. Hey, nein, ich habe gemerkt, ich habe noch den Hubs da. Jetzt wird es ein bisschen schneller, wie wir sehen. Jetzt wird es schon schwieriger mit ausweichen. Wir müssen zweimal gerade. Wieder. 1, 2. Und nein, und nein. Jetzt wird es ganz schnell. 1, 2. Mach auf. 1. Okay. 1, 2. Nein. 1, 2. Ich laufe drin rein. Wenn wir die Gegner nicht besiegen kann, machen es halt selber. Scheiße. 1, 2 und 3. 1, 2. 1, 2. Es ist schon nicht mehr gerade. Jetzt tut er die Arme so. 1, 2. Für den Kumpen habe ich mehr Platz nachher zum Zurückkumpen. Perfekt. Zack, zack. Jawohl. Langsam. Kann ich da? Kann ich genug fahren? Gengar. Oh, besiegt. Ja, komm jetzt. Die Insel löst sich auf. Unsere Welt verschwindet. Unsere Welt. Unsere Welt.
Da haben wir jetzt gerockt. Nur 2 Herzen verloren. John, yes, du hast alle Albträume besiegt. Folge der Treppe nach oben. Komm. Jawoll! Souverän. Komm jetzt. Ey, Salbi. Darf man brauchen. Ist Uhu der Endgegner? Wer ist der Uhu? So weiss er von der Saum. Oh, dem. Uhu. Du hast es geschafft schon, jetzt alle Albträume sind besiegt. Du hast deine Weisheit, deinen Mut, deine Kraft unter Beweis gestellt. Ich bin Teil der Seele des Windfisches und es war meine Aufgabe, über diese Traumwelt zu wachen. Aber eines Tages erschienen die Albträume und begannen hier zu wüten. Doch dann bist du gekommen, Johnny S., um uns zu retten. Ich hatte stets Vertrauen in deinen Mut. Ich wusste, du würdest die Albträume aufhalten können. Danke, Johnny S. Nun ist das Werk vollbracht. Gleich wird der Windfisch erwachen. Auf Wiedersehen. Uhu, uhu. Wow. Sinn! Welcher Topo hat mich geweckt? Okay, farbig bist? Okay. Ich bin der Windfisch! Ja, schon gut, muss man da schreien. Lang war mein Schlaf. In meinem Traum erschien ein Ei. Mit einer Insel drumherum. Da waren die Tiere und Bewohner. Eine ganze Welt. Aber jeder Traum ist einmal zu Ende. Und wenn ich ganz wach bin, wird die Insel Kokolind verschwunden sein. Was, haben die bösen Monster recht gehabt? Nein, warum habe ich nicht aufgeweckt? Damit sich. In deiner Erinnerung aber wird sie weiter existieren. Kann man das wissen? Ja, I guess. Kann man als ein Wort schreiben. Eines Tages wirst du dich an Kokolind erinnern und denken, es war gar kein Traum. Komm, Johnny S. Lass uns gemeinsam aufwachen. Spiele die 8 Instrumente, spiele das Lied des Erwachens. Ja, aber ich habe noch nicht alle Herzteile. Und Zaubermuscheln. Oh. Nein. Möwendorf. All die Leute, die wir kennengelernt haben, die uns geholfen haben. Sogar die Octoroks, die uns angegriffen haben. Der Tarin, der im Wald Pesli sammelt. Marin, die beim Wetterhahn ihr Liedli trällert. Sogar sie, wo die erste, wo kein Weisee ist, nicht? Die ganze Insel Kokolind mit dem Mount Fuji aufgelöst. Und wo komme ich hin? Bist du das Wow? Windfisch, sorry. Ja, ihr seht, es ist kein Fisch, kein Vogel. Es ist ein Wal. Ein Wal ist kein Fisch. Ein Wal ist ein Säugetier. Oh, Anime. Ballade vom Windfisch. Nani, Kordoko. Wo bin ich da? Ich bin gestrandet. Auf der Insel Kokolind. Aber sie hat es nie gegeben. Also bin ich nie gestrandet. Ich bin noch immer auf offener See unterwegs. Um eines Tages die Melodie wieder zu finden, die mich an Kokolind erinnert. Der Windfisch zeigt mir, dass es noch Hoffnung gibt, dass ich die Leute eines Tages wieder sehen kann, in meine Traumwelt zurückkehren. Ich muss nur pennen.
das tönt doch schwer nach Ending. Jawoll! Ein Ending mit den Credits. Nikiara Oiwa, merci vielmals. Playing Director. Kuwata Takada Saito. Tezuka Shinomiya. Oguma Fujimura. Danke vielmals. Meichiro Fuji. Geiler Name. Ueda Moria Takeda Tamoru Hayakashi. Hayasaka Takayama Fuji Tahaka Mabuchi. Merci vielmals. Shingo Watanabe. Okay. Die Leute interessieren mich nicht. Jawohl, wir haben es geschafft. Ein wunderschönes Spiel ist zu Ende gegangen. Wo ist der Ayuma? Haben wir ihn schon gesehen? Naja. Yep. The Legend of Zelda Link's Awakening ist offiziell am Ende, aber noch nicht. Mehr. Wie ich vorhin bereits einmal erwähnt habe, fehlen uns noch ein paar Herzteile und ein paar Muscheli. Die wollte ich. Ha! Ich glaube, es sind 50 Muscheli und 32 Herzteile. Ich bin aber nicht sicher. Weiss aber, dass wir sicher noch nicht alles haben. Aber Credits geben mir schon mal Gelegenheit, ein kleines Fazit zu ziehen. Jetzt bin ich natürlich überhaupt nicht vorbereitet. Weil ich ja schon erwartet, dass wir nochmal zurückkommen. Aber ja, Endgegner hätte ich eigentlich davon ausgehen, dass es nachher weitergeht. North America Localization, das haben wir da, das haben wir ab. Ja, so tönt North American Guy. Ah. Schnell schauen, ob ich die Leute kennen von Europa. 1, 2 sollte ich kennen. Naja. NHL Localization, okay. Ah, was ist NHL? Egal. Geolocalization Coordination. IQ, nicht? Das ist kein Ausruf im Spanisch. Na gut. Also, wir können es mal. Ah, jetzt gibt es noch Gameboy-Mucke. Schön. Ich kann dich ein bisschen Leute drehen. So. Hören Sie mich noch? Da ist der Eiji Aonuma. Jawoll! Mit dem Shinya Takahashi und der Shintaro Furukawa. Takahashi ist der Typ, wo in den Switch Directs, Nintendo Directs, wie immer die jetzt heißen, labert. Aonuma, Zelda, Guru schlechthin. Nintendo und Grezzo. Und Grezzo sind die das Ganze entwickelt haben. Oh, jetzt bin ich gar nicht zu meinem Fazit gekommen. Ja, da kommen wir aber noch dazu. Jetzt erstmal schauen, was passiert. Möchtest du ein Spiel später schauen? Ja, natürlich beim ersten Date. Bitte, merci vielmals. Was ist das 12? Sind das die Anzahl Herzen? Oder ist das Grabstein links? Was passiert? Wir kommen nochmal zum Title Screen. Genau. The Legend of Zelda Link's Awakening. Ja, Mann. Gehen wir mal hierher. Komme ich auch. Genau, zurück zum Boss Dungeon. So wie das ihr das Zeldas gerne mal gehandhabt. Dass wir zurück zum Boss kommt, dass man den wieder und wieder machen kann und das Spiel wieder und wieder beenden. In diesem Sinn. Aber wir haben es eigentlich durchgespielt. Uns fehlen aber noch ein paar Muscheli, wie gesagt, und ein paar Herzteile. Und die wollte ich jetzt suchen. Und während ich die suche, mit euch ein bisschen über das Spiel reden. Erstens einmal frage euch, wie habt ihr es gefunden? Habt ihr die Stimmung gefunden? Habt ihr es zu kindisch gefunden? Wie ist der Schwierigkeitsgrad? Habt ihr es einfach gefunden? Grafisch? Was meint ihr zu der, was ist das so immer für eine Knett-Grafik oder whatever that is? Wie gefällt euch das? Das ist etwas völlig anderes als Breath of the Wild. Wir sind hier als kleiner Stöpsel-Link unterwegs, nicht mehr als cooler, grosser, handsome Boy. Nicht unbedingt als Ritter, sondern einfach als Dude. Ja, seht euch das Ende dazu? Ist es nicht für euch? Erstens einmal das. Gegner. Wie gefällt euch, dass die meisten nach einem Schlag kaputt sind? Vor allem nach unserem Upgrade hier. Wie gefällt euch, dass wir so ein Reflektionsschild haben und nicht ein Hylia-Schild? Ja. Okay. Ich
Wir können es, wie gesagt, das Fazit ein bisschen unterteilen in Bilder. Also wie war die Grafik, wie war die Story, OSW, USW. Sind wir eigentlich da mal runter? Grafisch finde ich es, für das es ein Remake ist, oder ein Remaster besser gesagt, vom Spiel, das damals auf dem Game Boy rausgekommen ist. Ja, das sind wir gesehen. Finde ich es sehr, sehr passend, stimmig, gelungen. Von mir aus kann man jedes Gameboy-Spiel in dieser Grafik so bringen, genauso wie ich auch eigentlich gerne Pokémon in dieser Grafik hätte. Bin ich vermutlich der Einzige, weiss, aber keine Ahnung, ich finde, es passt einfach voll dazu. Habe ich da schon geboten? Ich glaube schon. Ja, hey, unser Zeug ist aufgerüstet. Cool. Wie gesagt, grafisch hat mir das Spiel riesig gefallen. Es ist vielleicht für gewisse ein bisschen zu farbig, ein bisschen zu... Ja, ein bisschen... Ja, das Wort kindisch gebraucht. Ja, hat etwas, aber... Wo laufe ich eigentlich durch? Ich will nicht sein. Ja, vielleicht ist es ein bisschen zu farbig, ein bisschen zu kindisch, ein bisschen zu bunt, ein bisschen zu fröhlich, ein bisschen jurihui. Möglich. Aber... Ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht einer, der das braucht und das sucht. Twilight Princess war vielleicht fast ein bisschen düster gewesen. Manchmal. Darum ist das für mich überhaupt kein Minuspunkt. Wie gesagt, grafisch finde ich das Spiel wunderschön. Nächster Punkt, Story. Wow, wir werden angespielt. Wir befinden uns in einem grossen Traum, wo der Windfisch träumt. Das Böse hat eigentlich recht gehabt, von Anfang an. Darum die Story in dem Sinn, ich muss den Dings aufwecken, damit sie wieder wegkommen. Gut, einverstanden. Aber warum sollte ich von da weg? Ich bin gestrandet und wir haben ja gesehen, dass wenn ich vom Strand zurückkomme, klingt ein bisschen scheisse, aber wo gehe ich denn hin? Ich bin einfach jetzt auf dem Meer am Treiben. Happy End ist jetzt das nicht unbedingt. Gut, ich habe den Windfisch gesehen, ja, Marins Melodie gehört, aber wer sagt, dass sie das nicht nur träumen oder denken, oder... Da ist irgendwo noch ein verfickter Scheiß. Muschel. Inwiefern ist das Ende, wie wir es jetzt gesehen haben, das bessere Ende? Nicht wahr, oder? Nein. Storymäßig finde ich es ein bisschen fragwürdig. Aber hey, darum vielleicht nicht der halbe Punktabzug, aber kein grosser, weil es ist immer noch stimmig. Nachher, was im Zelda halt immer ist, sind Charakter. Jetzt haben wir hier Charakter gehabt. Wir haben Marin gehabt. Der Tarin, wo wir nicht weiss, ob es jetzt der Vater ist oder nicht. Weil Marin sagt ihm Tarin. Und wenn es der Vater wäre, würde er doch als Papa bezeichnen. Aber auch das ist nicht unbedingt negativ zu sehen. Aber außer die zwei haben wir vielleicht noch Ulrira, die uns Tipps gegeben hat vom Telefonhäuschen. Ja. Wenn man den als Charakter bezeichnen, ja, ist das auch einer, aber der hört es dann gleich mal auf. Oma ja, gut. Aber Charakter, die es hat, sind mit viel Liebe gemacht. Tarin als Mario, der Hühnerstall-Typ als Luigi. Ja, das muss ich vielleicht auch noch drauf kommen. Die Mario Easter Eggs. Aber eigentlich ist das Spiel ein bisschen mehr als Parodie angesehen und nicht als Haupt-Zelda-Teil, wo jetzt weiss nicht, bahnbrechend sein oder so, sondern ein bisschen als Zwischending für das, was nachher rauskommt. Das Zelda. Nachher ist ja der gleich mal... Was ist nachher rausgekommen? Das war 1993, 98 ist doch ein grosses rausgekommen. Ah, ich habe es gerade in meinem Kopf. Und für das ist es sehr, sehr stimmig. Aber eben, normalerweise
hat man in Zeldas die Prinzessin, die etwas machen. Da haben wir nicht einmal eine Prinzessin Zelda gehabt. Nachher. In anderen haben wir eine Prinzessin Roto, zum Beispiel, die auch noch nicht der Charakter wäre. Oder die Corona, Zoras, allgemein. Die Völker haben wir da auch nicht gross gehabt. Man kennt sogar Ordnung gesehen. Aber hey, das ist Kritik an das Spiel von damals und nicht an das heute. Was ist schon? Geheimnisse in der nahen Erde. Ja, er meint das hier oben, aber wie komme ich da hoch? Ich buddle mal drum herum. Ja. Charaktermäßig habe ich es ein bisschen wenig gefunden. Keine Ahnung, ich hätte jetzt... Was weiß ich, Zelda... Marin die entführt, der eine wichtigere Rolle gegeben, als nur mir das Lied beibringen. Ja. Ein bisschen zu dem. Naja. Ja. Kampfstil, vielleicht das allgemein Technische noch ein bisschen hervorheben. Es ist eine riesen Hilfe, im Gegensatz zu früher, dass wir jetzt die Knöpfe X und Y haben. Früher hast du das alles immer noch separat ausrüsten, bla bla. Allgemein so Sachen wie die Schwimmflügel und Pegasus-Stiefel, die Lupe, dass so Sachen jetzt automatisch aktiviert sind. Super. Die Wünschelroute hier, der Muscheldetektor, super Sache. Macht das Suchen ein bisschen einfacher, klar, aber auch, naja, easier. Easier, ja, aber auch weniger Nerven aufreiben, sagen wir es so. Und so wie es jetzt ist, ist es voll okay. Weil wir wissen zwar ungefähr wo, aber wir wissen immer noch nicht, was machen. Ich denke, wir graben mal, aber halt eben nicht nur. Da jetzt übrigens noch einen Slot frei. Wieso? Naja, da haben wir auch. Ah, wir können echt wieder mal Puppenquest machen. Also, Krankenminate. Und ich weiss bis heute einfach nicht, wie ich verfickt nochmal hier hochkomme. Du kannst mir nicht erzählen, da muss das drin sein. Kann das in die Luft sprengen? Ja. Genau. Soundtrack. Sehr, sehr stimmig. Hat immer gepasst. Durch das Gebiet, wo alle recht ähnlich waren. Also wir haben unser Dorf, das andere Dorf, einen Strand, einen kleinen und schau mal die Wüste an. Das hat ja im Viereckli-Platz. Die Stromstellen haben ein bisschen viel Platz eingenommen. Sind vielleicht ein bisschen gar gross gewesen, aber macht sehr Spass. Dann haben wir noch Schleimsumpf da. Oh, die Blumen, es ist ein bisschen blöd, dass man die nicht mehr besiegen kann, in dem Sinn, dass man wieder den Kette, den wir müssen abgeben müssen. Okay. Aber sonst voll easy. Und eben die kleinen Minispiele, die es zwischendurch hat. Das Angeln. Perfekt mühsam. Aber wesentlich weniger mühsam als in anderen Teilen, wie im Ocarina of Time zum Beispiel. Krankenminate, ja, easy. Bibler hat es jetzt wegen mir nicht gebraucht, aber naja. Der Wetterhahn, das finde ich immer so komisch, dass man den am Anfang nicht kann irgendwie interagieren mit, aber nachher kannst du auf einmal. Ja. Das habe ich das lustigste Ding gefunden. Ein bisschen unnötig. Und das Gebiet hat man auch noch Meter ausbauen, etwas reinschmeißen, aber allgemein. Was ich auch noch ein bisschen kritisieren muss, sind die Laufwege. Macht das Zelda zum Teil ein bisschen aus. Dass du von Hyrule-Ebene zu Hyrule-Ebene musst hin und her säckeln, aber wenn du effektiv, nur wenn du von hier hin willst, so einen Umweg musst machen. Oder wenn du nachher wieder Ruhe willst, musst du so einen Umweg machen. Da kannst du immerhin wieder auf und ab, dort ist einigermaßen okay. Da, wenn du von hier Ruhe willst und du kannst noch nicht schwimmen, was du erst so gegen das Ende kannst, was machst du denn? Ein huren Umweg, oder? Oder auch hier, das gleiche in Zoodorf. Ich will doch nur hier in die Höhle hier oben, was muss ich machen? Ich muss hier hinlaufen und einen riesen Umweg machen. Das ist ein bisschen... hätte man besser lösen können. Ansonsten... Ja, was kann man da sagen? Dungeons selber. Ab und zu
könnten die Eulen es Mühe hilfreichere Tipps geben. Sie sind oft sehr hilfreich gewesen, muss ich sagen. Zum Teil aber auch doppelt und ich weiß nicht, wenn du nicht weisst, dass ein Scheigei von hinten kannst töten. Dann, ja, bist einfach wie ich und hängst einfach stundenlang, weisst aber nicht wieso. Nachher, ja, sobald du weisst, ist es easy ist gegangen. Aber allgemein bin ich so an 2-3 Stellen gehangen, wie ihr gesehen habt, wo ich auf einen kleinen anderen Tipp ein bisschen froh gewesen wäre. Oder ein bisschen mehr linear. Dieser Dungeon hier war zu linear gewesen. Als 4. Dungeon haben wir den durchgejasset wie nichts. Das hier hingegen, ich bin durchgedreht, habt ihr ja gehört. Ich bin ein geduldiger Mensch, aber da, da hat es mich dann mögen. Oder auch da hat es mich auch schnell mögen. Darum manchmal ein bisschen fairer. Fände ich cool. Aber man kann es dafür gerne schwieriger machen, Rätsel. Nicht ein Rätsel im Sinne von, wo man halt ein bisschen braucht, bis man überlegt, was man genau machen muss. Bitte, bringe das. Umso besser. Voll easy. Gern. Wenn man nicht weiss, welches Item man jetzt genau muss benutzen und wie man das genau muss darstellen muss, gut. Aber wenn man sich so behindert verläuft wie ich, dann muss, ja, nervt es ein bisschen. Ist es ein bisschen zu... Gut, muss aber auch sagen, meistens, wenn ich mich verwehrt habe, ist es meine eigene verdammte Schuld gewesen. Oh, weil ich einfach, ja, dumm bin. Wie bringe ich jetzt... Ich weiß es nicht. Naja. Ja. Es tut erst ab da. Dingsen. Muss ein Liedli trällern. Darum auch ein Liedli trällern. Trällern. Naja, egal. Ja. Also, zu dem. Marin. Das Geheimnis in der nahen Erde. Naja. Genau. Dungeons sauber, wie gesagt, außer dass sie zum Teil ein bisschen nerven konnten, sie sind ziemlich einfach gewesen. Rein von den Gegnern her. Dass jeder Gegner mit einem Schlag einfach gerade zack 2-3 hat man einbauen können, wo so 2-3 Schläge aushalten. Wäre von mir aus gesehen angebrochen gewesen. Dungeon Boss. Zum Teil sehr kreatives System. Haben einfach das entsprechende Dungeon-Item meistens gebraucht. Aber auch die... sorry. Die sind zu einfach. Ja, ich bin 1-2 Mal gestorben beim einen Gegner. Gut. Der Gegner ist ein eigenes Ding. Der war super, aber den kommen wir noch. Wir laufen jetzt übrigens einfach hier ein bisschen um, bis ich etwas finde, das ich machen kann. Also bis sich meine Muscheldetektor wieder meldet. Oh. Bin ich genau bei den Bossgegner. Die sind zu einfach. Punkt. Da gibt es gar nicht diskutieren. Die müssen schwieriger sein. Das Rätsel war gut, so wie man Gegner muss besiegen muss. Nicht immer offensichtlich gewesen, aber wie gesagt, gern 10 mehr Kids aushalten. Ich sage 10, vielleicht meine ich doch nicht viel. Nein, ist voll okay. So 10 mehr Schläge dürfen sie also locker aushalten. Hey, Herz. Aber eigentlich finde ich Boss, naja, passt zum jeweiligen Dungeon, was wir sind. Speziell hervorheben möchte ich den Fisch. Der unter Wasser gegen einen Fisch gekämpft hat, habe ich sehr cool gefunden. Aua. Geil habe ich so gefunden, dem anderen die Kugeln wegzunehmen und dann auf ihn zu schiessen. Das Face, das Dämonenfratzen, war auch sehr cool gewesen. Aber auch alles so einfach, die Bosskämpfe sind in 5 Minuten gemacht, jetzt auch der Endgegner. Der Endgegner habe ich in 5 Minuten gehabt. Gut, ich habe so langsam gewusst, wie er funktioniert im 3. Mal. Peinlich. Aber die sollten doch nicht nach 5 Minuten erledigt sein. Da darf man früher in der grösseren, ich sage jetzt, guten Zeldas, was weiß ich.
Es ist immer noch ein sehr gutes Spiel. Sehr, sehr, sehr gut. Ich würde ihm so 90 bis 92% geben. Ich finde es immer noch sehr, sehr gut. Aber wie alles zusammenpasst hat, wie herzig das so ist, mit wie viel Liebe fürs Detail das so gemacht ist. Gesehen, die Gräser hier, die weihen im Wind. Tiere laufen umeinander, Schmetterlinge fliegen umeinander, random, voll cool gemacht. Das Wasser, wunderschön. So Sachen. Gefallen mir halt einfach. Oh, der Ketthund. Ah, das Spiel hier, cool. Aber eben, es ist einfach nur ein Spiel. Das Spiel ist sehr gut, aber ein bisschen zu klein. In der Regel gibt es eben 5, 6 so Orte mit so einem Minispiel drin. Komm jetzt, mitnehmen. Jawohl. Auch etwas, was ich ein bisschen ankreiden muss. Ja, komm jetzt! Machen wir nicht da frisch. Oh, ja, ja. Geld braucht man fast nicht, außer da. Man kann es aber auch wiederholen. Ah, den Boris könnte man noch machen. Ja, aber... Lies mich auch an. Vielleicht mache ich dann irgendwann mal einen Zusatzpart, wenn ich etwas baue, aber wettet nicht drauf. Die Herzteile, finde ich, sind zum Teil nachgeschmissen gewesen. Einerseits braucht man ein Item für die entsprechenden. Andererseits, wie gesagt, so, bemangeln, dass man auf die genau gleiche Art und Weise mehrere Herzteile bekommt, finde ich ein bisschen lahm. Ganz ehrlich. Wenn man sagt, hey, fangen wir so und so einen Fisch und der Fisch kommt vielleicht noch selten oder er ist schwierig zu fangen oder benutzt nur der und der Köder, nicht Köder, keine Ahnung, irgendetwas hätte da noch müssen sein, aber es ist gut. Hallo, wie lange warst du noch rum? Ja, sorry. Duschquest habe ich sehr cool gefunden. Ist eigentlich meistens recht klar gewesen. Oh fuck. Wer welches Item muss bekommen? Das mit der Puppe finde ich auch cool. Allerdings, dass man sie alle hier in den Krankenkriminaten muss holen. Ja, hätte man auch kreativer können lösen, ne? Allgemein ein bisschen zu einfache Bossgegner. Das ist eigentlich mein grösstes Ding, dass die mehr müssen aushalten. Die unnötigen Laufwege zum Teil. Darum finde ich aber auch das Lied vom Fisch, das wir nachher bekommen haben, sehr, sehr, sehr geil. So, muss ich drücken, sorry. Das hat mir sehr geholfen. Das habe ich sehr, sehr, sehr positiv gefunden. Jetzt habe ich ein bisschen viel kritisiert. Tun wir doch noch ein bisschen die guten Sachen hervorheben. Das System der Dungeons, wie gesagt, ihr müsst daran denken, das war alles noch 1993 zu Gameboy-Zeiten. Das habe ich sehr, sehr, sehr cool umgesetzt gefunden. Mit einzelnen Kameras und so weiter. In dem sind keine Tempel gewesen, wie es halt von den anderen Zeldas bekannt ist. Hätte es wegen mir aber auch nicht müssen sein. Darum habe ich die so ganz cool gefunden. Ein bisschen klein vielleicht, zum Teil. Oh fuck. Hätte man ein bisschen grösser machen können, aber wie gesagt, fürs Spiel ist das gut. Dass Marin plötzlich verschwunden ist, WTF, das habe ich auch so weird gefunden. Und eben, dass sie nicht entführt worden ist, und nur das. Schau schon so etwas. Mir ist für die Story her vielleicht noch schnell nie vorgekommen, es würde irgendwie Gefahr herrschen. Beim einen Ding, wo der Komet entführt worden ist, der Kettenhund, gut. Dort. Aber sonst ist für mich alles, was ich jetzt gemacht habe, wie gesagt, optional gewesen. So wie sogar, dass ich es vielleicht am liebsten gar nicht gemacht hat, dass ich auf der Insel bleiben kann. So jetzt aber. Ja, gut. Haben wir jetzt eigentlich alle? Sollte nicht, ja. Aber ein sehr schöner Zelda. Oh. Ableger? Okay, cool. Ah. Okay, ich habe alles geholt. Tatsächlich. Hätte ich einfach so lesen. Sorry. Die Komödie wir doch gerade schnell zurückstellen. Wie gesagt,
Ich finde es ein sehr, sehr stimmiges Zelda. Aber was gibt es jetzt hier noch zu sehen? Wir sehen, wir sind noch nicht fertig. Ich meine, wir haben jetzt alle Figuren platziert. Das ist das Gute. Nachher wollte ich noch alle Müscheli holen, alle Herzteile sammeln und allgemein alle Items und so weiter machen, alles ein bisschen umzeigen. Da mache ich aber auch einen separaten Zusammenschnitt, wenn ich einfach zeige, wie ich alle Müscheli sehe, tue auch nicht mehr gross etwas sagen dazu, sondern einfach machen. Das gleiche mit den Herzteilen. Von dem her ist das, glaube ich, vom Let's Play her, vom Story her, so ziemlich der letzte Part. Jetzt ist es emotional, ich weiss. Darum seht ihr auch das Sternchen oben links von Datei 1. Das heisst, wir sind durch mit dem Spiel. Ja, es hat gut angefangen mit den Views, nachher abgenommen. Was aber klar ist. Vielleicht habt ihr das Spiel ja selber geholt und wollt es selber noch ein bisschen erleben. Voll easy. Ja, für mich ist es mein erstes Spiel, das ich durchspiele auf dem Kanal. Darum habe ich es für mich sehr ein gutes Spiel ausgesucht zum Anfang. Wie gesagt, nicht allzu schwer. Recht gut, ich habe es mir auch einfach gemacht. Aber durch meine Dummheit und meine Trotteligkeit hat es zum Teil ein bisschen spannend gemacht. Wie gesagt, ich gebe etwa 90-92 Punkte von 100. Also ein stimmiges Spiel gefunden. Cooler Soundtrack. Coole Gegenden, schön designt. Für ein kleines Spiel absolut der Hammer. Schön seid ihr mit dabei gewesen. Habt mich an diesem Abenteuer begleitet. Hoffe, ihr schaut hier noch mein anderes Zeug. Wie gesagt, eigentlich hätte Dragon Quest 11S schon anfangen, aber da gibt es noch ein bisschen Verzögerungen aus Gründen. Darum wird mein nächstes Projekt sein Tales of Vesperia. Definite Edition für die Switch. Genau. Das JRPG habe ich sehr cool gefunden. Wird das entweder auf Englisch oder Japanisch spielen. Weiß ich jetzt noch nicht genau. Wahrscheinlich Englisch, aber sicher mal das nächste Spiel nicht mehr auf Mundart. Wenn ihr Mundart kann, gerne mit dem Yu-Gi-Oh! Let's Play schauen. Ebenfalls folgt allgemein ein bisschen mehr Yu-Gi-Oh! Content auch. Sonst bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt es gut. Schaltet wieder mal ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.